Hallo und herzlich willkommen. Wir machen jetzt weiter in der Nacht. Was ist nur los? Wow. Mr. Holmes, ist alles in Ordnung? Mein Gott. Gehen Sie in Ihre Wohnung und bleiben Sie bei Kate. Ruhig. Ganz ruhig, Toby. Schauen wir mal, was wir hier haben. Okay. Oh oh. Das hier tickt. Ah, also hier tickt. Bist du sicher, dass du... Das ist... Das hier tickt. Ich sehe Kabel. Sie könnten mit dem Deckel verbunden sein. So. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. An der Glocke und im Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Vorspule. Okay. Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Kann ich das irgendwie... Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Man sieht ja nichts. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. Okay, wenn es läutet, dann... Ich weiß nicht warum. Puh. Ich weiß nicht warum. Alle roten zu. Eigentlich. Was ist denn jetzt da noch? Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass, wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreis. Ja, habe ich da noch einen. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Ja, zum Glück bist du der Einzige im Mr. Raum. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Wie sah er Kannst denn du ihn aus? beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Ja. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu Ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch Ihr Fenster.
Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Siehst du Sehen hier wir uns die jetzt Jacke? einmal die Jacke an. Hier ist sie. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Wiggins, genau, so hieß er. So. Finden Sie heraus, wer hinter dem Bombenangriff steckt und ihn nach dem Leben trachtet. Untersuchen Sie die Jacke des Bombenlegers. Hoppala. Beweise. Ein nicht besonders kräftiger gebauter Mann, ungefähr 5 Fuß 5 Zoll groß. Schwarzes Haar. Er hat ein Hasenschartel. Was ist ein Hasenschartel? Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Das ist so ein eingebildeter Schnösel hier. Ich glaub's nicht. So, dann wollen wir mal. Haben wir hier ein Messer. JT. JT. Die Initialen des Besitzers. Vielleicht. Okay, zu der Zeit wahrscheinlich. Sehen wir uns das mal an. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nichts an! Mann! Der macht mir alles kaputt, hey. Geh lieber in dein Zimmer und lass mich arbeiten. Dieses Blatt Papier ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analysetisch retten können, wenn Wilde ihn nicht zerstört hätte. Sammelt euch, Mohawks, macht euch auf die Beine und seit King George Steuern kriegt er keine von uns für seinen ekligen Tee. Sein Drohen ist vergebens wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann zu trinken. Sein Gesöpf aus fremdem Klee. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Okay. Ein Taschenmesser mit den Initialen JT steckt in der Jackentasche des Bombenwerfers. Ein Gedicht. Aber was bedeutet es? Das ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rarely Mohawks. Über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung aufbegehrte. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Jargon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solch ein Lied mit sich? Tja, Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? ja. Das ist altmodisch. Was ist denn das? Das ist ein Boxsack. Gut gemacht, Toby. Naja, hättest die Bombe lieber zurückgeschossen, wäre erst besser gewesen. Dank diesem Wilde wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Verzeih mir das. Genau, im Archiv liegt. Ein historisches Lied, als die Amerikaner gegen die britischen Herrschaft aufgekehrt. Darin wird ein geheimer Treffpunkt erwähnt, das Green Dragon. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegte Green Dragon war ein lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser Einer dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London, in der Nähe des Hafens, im Bezirk Whitechapel. Ah, Whitechapel, sagt uns was. Da, gefunden.
Da habe ich beim ersten Mal eigentlich so lange gesucht. In London gibt es unweit des Hafens im Whitechapel-Bezirk einen Kneipe namens Green Dragon. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Ach, das ist ja dein Leben, nicht meins. Von dem her... Schein oder Sein? Das ist hier die Frage. Ist das nicht irgendwie so ein Gedicht von Sherlock Holmes? Ach, wie hieß er denn jetzt? So, dann wollen wir mal. Kneipe und die Zerstörung auch nicht. Das ist ja gar nichts. Naja, dann halt. Absicht. Orson Welles hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers absichtlich zerstört. Aus Versehen, Orson Welles wollte nur behilflich sein mit dem Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers. Auch den Analysetisch hat er aus Versehen zerstört. Also ich denke mal, das ist aus Versehen, das gehört nicht zur Inszenierung von dem Ganzen, damit er bei einem Fall live dabei sein kann. Ich glaube nicht daran. Oder ist es wirklich inszeniert von ihm, damit er quasi Sherlock Holmes in Action sieht und so quasi ein bisschen Sherlock Holmes besser studieren kann? Ist dieser Schauspieler wirklich so dreist? Ah. Er ist nicht ein Schauspieler. Oder war es wirklich ein Versehen? Scheiße. War es Absicht oder war es ein Versehen? Bei ihm könnte ich mir zwar doch gut vorstellen, dass er das absichtlich gemacht hat, um eben quasi ein Szenario auf die Welt zu rufen, wo Sherlock Holmes einen Fall lösen muss. Ja. Ist jetzt dreist, aber das ist dreist, aber... Ne, ich denke... Ne, ich denke, er hat wirklich das Ganze inszeniert. So, wollen wir mal wieder rausschauen. Warum spiele ich eigentlich mit dieser Sicht? Aha, die zwei immer noch da unten. Hey Gordon! Jeffrey? Mike! Hello Mike! Hi! Okay, du machst wieder mal deine Runden. Okay. So, dann wollen wir mal uns umziehen. Morgenmantel, ja, genau. Festlich, Arm, Bandit. Ja komm, wir verkleiden uns als Bandit. Zum Schminktisch. Bandit. Nee. Jo, das ist ein Bandit. Nee, das sieht zu gebildet aus. Ja, das ist ein Bandit. Das ist ein Bandit. Definitiv. Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig... Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet. Oder auch nicht. Und gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar, danke, Vater. Ist das Wild? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Dummkopf.
Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. In den Zoo? Warum denn das? Vielleicht, weil heute mein Geburtstag ist? Jetzt zu. Es tut mir leid, Kate. Wilds Besuch hat mich... Nun, hier hast du etwas Taschengeld. Kauf dir was Schönes. Gut, ich gehe dann mal. Kate. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Kannten sie dich überhaupt? Kate, komm zurück! Okay. Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Da Alice gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend gehen. So, also Nachbarin, das heißt in diesem Falle einen Stock weiter unten. Mrs. Hudson ist nicht da. Sherlock, lauf weiter. Mrs. Hudson ist nicht da. Ja. Mein Gott. Gewalt ist keine Option. Gewalt. Was sagt denn da was von Gewalt? Ein Hinterzimmer. Gewalt ist keine Option. Also, du Ich kannst muss das- einen anderen Weg in ihre Wohnung finden. Ja, super. Ich gehe besser nicht raus, sonst sehen mich die Journalisten. Anderer Weg hinein. Mal hier in dem Zimmer umschauen. Vielleicht hat Catherine hier noch... Mein Gott, wie sieht das hier aus, Mensch? Wie narzisstisch kann man denn sein? Ah, wie komme ich jetzt in die Wohnung? Finden Sie heraus, wer hinter dem Bombenangriff steckt. Durchsuchen Sie die Wohnung von Alice. Ach so, Nachbarin. Sie können den mehreren Dietriche gleichzeitig benutzen, um die Schlossreibung anzuheben und das Schloss zu knacken. Okay, F1 zurück. Nee. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ja. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Okay, und dann nehmen wir noch die 4. So.
Geruch prüfen. Geruchlos. Okay. Geschmack prüfen. Ja. Schmeckt sehr bitter. Geruchlos, schmeckt bitter. Scheiße. Das ist ein Beruhigungsmittel. Aha. Sie hat ein Geschenk für Kate. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Aber vor allem Betäubung. Nee, Betäubung nicht. Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. Alice hat die Maschine erst vor kurzem benutzt. Sehr geehrte Damen, vielen Dank für Ihre letzte Hemdenlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich unwerfend aussehen. Von daher müssen Sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Morgen abholen lassen. Okay, sie ist Schneiderin. Was geht denn jetzt hier an? Ein Wachszylinder. Aha. Geht doch gar nicht. Ah, doch, geht. So, oben rein und dann. Unten rein und dann. Jo. Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass meine Krankheit gewonnen hat und ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, denn ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand grämt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weißt, wem wirst leben müssen. Bei einer unbekannten Familie. Ich habe kein Vertrauen. Mehr in staatliche Institutionen, nicht nach dem, wie sie auf schändliche Art mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel. Du kannst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt, deswegen werden wir vielleicht schon bald wieder miteinander reden. Deine Tante. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese verstarb. Okay, nächster Brief. Lieber Alice, ich muss gerade an dich denken und das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich würdest. Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein damaliges Leben denke. So unglücklich in jeder neuen Familie, wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als eine Dienerin. Du musstest so viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mit der allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden. Der ganze Schrecken liegt jetzt hinter dir. Du bist eine erwachsene
unabhängige und wunderhübsche junge Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast. Mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Alice war bei keiner ihrer Adoptivfamilien glücklich. Er steht früh auf, so, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt Wiggins. Sein Freund Dr. Watson ist immer in der Nähe. Sie scheinen sehr eng befreundet zu sein. Was? Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrade. Kate ist so reizend, so ehrlich und naiv, aber Holmes verbringt keine Zeit mit ihr. Sie spioniert mir nach. Oh. Und ein Schlüssel. Ich würde das Kästchen ja wieder zumachen und die Briefe wieder reinlegen, lieber Holmes. Aber ja, du hast genug viele Jahre Erfahrung. Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier geschlafen. Ja, kann sie auch nicht, wenn alles drauf liegt. Okay, oh, das Feuer. What the hell? Sind die zu Hause, Mensch? Was sind die so für eine Wohnung? Alter, ist das schön. Sarah de Bouvier ist Alice' Mutter. Was? Okay. Spiritualism and Physical Research. Ein seltsamer Buchgeschmack. Ja. Ein seltsamer... So. Liebe Miss de Bouvon, ich wollte Sie informieren, dass ich Ihren Mietvertrag vorbereitet habe. Sie können ihn abholen, wann Sie möchten. Mir ist jeder Abend unter der Woche recht. Mr. Hudson, Vermieterin. Mrs. Hudson, Vermieterin. Ihr vollständiger Name lautet Alice Floella Hamilton. Aha. Sie hat den Nachnamen ihrer Mutter benutzt, um diese Wohnung zu mieten. Aha. Da scheint mir doch irgendwas faul zu sein. Mal ehrlich sein soll. Irgendwas scheint mir Kate schläft vermutlich hier. Warte her. Wieso ist der Spiegel kaputt? Holmes? Ah. Ein Klavier. Okay. Fertig rumgeklippert, Holmes. Ab an die Arbeit. Irgendwie habe ich Angst vor dem Ticken, seitdem da die Bombe bei uns lag. Was ist denn hier passiert? Dieses Bild habe ich doch schon mal gesehen. Zu. Dieses Schloss ist recht neu. What the hell? Vor allem, was ist denn das für ein Schloss? Hier ist ein Symbol drauf. Was versteckt sie hinter dieser Tür? Oh mein Gott! What? Hat sie nur hier angestellt? Das ist derselbe Rollstuhl wie der auf dem Bild darüber. Stimmt. Okay, das scheint ihr Großvater gewesen zu sein. Louis Napoleon Bonaparte. Okay.
Charles Darwin, englischer Naturalist und Geologe. Alles so Berühmtheiten. Sollen wir uns das nachher sagen. Horace Verney, ein entfernter Vorfahre von mir. Ah ja. William Hamilton. William Hamilton. Ich kenne ihn. Das war ein Bandit, den ich vor 20 Jahren überführte. Zacharias Greystone. Sind Sie da? Hören Sie mich? Sie sind verletzt. Sie leiden. Ich spüre Ihre Gegenwart. Ihr Tod wird niemals aufgeklärt werden. Er hat versagt. Sie werden nie das Licht sehen. So traurig. Alice Also weiß von Zacharias Greystoke, dem Toten vom Bowls Club. Ich habe den Mordfall doch aufgeklärt. Ich habe nicht viel verstanden. Aber was auf der anderen Wachzylinder 821 drauf ist, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao.